Servus und grüßt euch, heute gibt's die letzte Folge Warlex für 2020 und zwar unsere Warlex aus dem Monat November. Als erstes muss ich jetzt erst einmal fängen. Ich scheiß Kruzifixen, das letzte Mal war es zu zweit allein, das meine, es kennst die ganze Zeit maulen, wenn ich nicht dabei bin, oder wie? Ja, schon. Ja, leck mich, jetzt ist vorbei mit dem orientalischen Schlendrian für euch Hanswursten. Keine Meinungsfreiheit mehr und kein langweiliges Umeinanderschwadronieren, dass die Leute beim Autofahren beim Zuhören und gegen einen Baum fahren, was einschlafen wegen einem Scheißdreck. Ab jetzt ist wieder gar so gesagt. Geh weiter, Junge. Nein, ich hab Beschwerdemails gekriegt. Und daher, das habe ich jetzt auch erfahren, daher rührt unsere eine Sternbewertung von eurer Folge, wo es ist, zu zweit allein wart. Geh doch scheißen, ne? Niemals. Da wird ja alles, da bin ich mir sicher, weil es kurz nach dem Release von der Folge ist die Ein-Stern-Bewertung gekommen. Ah, okay. Glaube ich nix. Nein, also wie gesagt, jetzt ist der Chef wieder am Start und wenn wir schon beim Thema zu zweit sind, heute sind wir wieder gerade zu zweit, weil der Corby nicht dabei ist, aber wie hat's schon geheißen, der falsche Junge ist gestorben, diesmal ist der richtige Junge nicht dabei. Okay. Passt, also nochmal ein herzliches Willkommen, der Mike ist am Start und der Kani ist am Start, das habt ihr schon gehört. Genau, servus. Und der Mike haut euch als erstes seine Warlex aus November ins Ohrwaschel ein. Mein Warleck aus dem November ist eigentlich fast noch einer aus dem Oktober, aber nur fast. Und zwar ist mein Warleck, dass ich Zombie Dawn of the Dead nochmal im Kino gesehen hab, bevor der fucking Shutdown wieder mal passiert ist. Und ja, das ist einer von meinen absoluten Lieblings-Zombie-Filme, von einem von meinen Lieblingsregisseure, mit einem von meinen Lieblings-Make-up-Artists und mit einem von meinen Lieblingsbands. Und ja, bei dem Film passt alles. Die Effekte von Tom Savini ist super, der Soundtrack von Goblin ist Weltklasse, der Film ist auch im Argento-Cut gelaufen, in der längeren Euro-Schnittfassung, die um einiges mehr Action enthält und einiges mehr Gore. Ja, was möchtest du jetzt über den Film nur sagen? Der Film ist von 1974 und 78, Entschuldigung, und funktioniert heute noch genauso wie damals. Also ich habe den Film, ich glaube, schon 50 Mal gesehen. Also ich habe den auf VHS damals schon gehabt, von Astro mit dem unsäglichen Krekelcut, wobei ich auch an der Stelle sagen muss, für mich war der Film jahrelang einfach so, das war einfach der Film, weil ich nicht anders gekannt habe. Deswegen stehe jetzt ich dem Krekelcut nicht ganz so negativ gegenüber, weil ich mit dem aufgewachsen bin, sage ich jetzt einmal. Also das war wirklich ein Erlebnis. Jetzt mal wieder, ich habe mich richtig stark auf den Film gefreut und ja, ich bin wieder mal mit einem feuchten Schritt aus dem Kino raus. Und du warst auch dabei, das war mir eine Ehre, dass ich den mit dir noch sehen hab dürfen. Oh, das ist so cute, ich darf jetzt drucken, wenn's da wird. Ja, im virtuellen Raum drucken wir uns. Ja, da klang ich da sogar wegen hin. Oh, ich spür's direkt. Ja, schon, gell? Ja, bist halt schon. Ich spür's auch. Wie so ein Luftballon mit Sand drin, fühlt sich so. Und die nächste Ein-Sterne-Bewertung. Bam! Hey. Aber das Warleck teilen wir uns, weil das ist auch für mich ein Highlight gewesen. Okay, passt, das können wir machen. Was ich auch noch gesehen hab, das ist eigentlich total untergegangen, meiner Meinung nach, weil man liest nichts drüber. Und zwar nennen sie die Serie Truth Seekers. Läuft auf Amazon Prime, kann man sich mit dem Prime-Abo quasi umsonst in die Figur einbauen. Läuft seit 30. Oktober und ich bin auf kürzeste Zeit mit dem Ganzen fertig geworden, weil es eben gerade 8 Folgen sind und da dauert jede Folge eine halbe Stunde. Bei dem Cast, da wird einem schon ganz warm ums Herz, weil da gibt's als Hauptdarsteller einen Nick Frost, den wir aus Shaun of the Dead kennen, in einer Nebenrolle nur Simon Pegg aus Shaun of the Dead und in einer ganz geilen Rolle Malcolm McDowell aus Clockwork Orange. Das Ganze ist eine ganz groteske Geistergeschichte, die brutal schnell auf den Punkt kommt, die wo keine Füllfolgen hat, kein Füllmaterial, deswegen auch die angenehme Anzahl von 8 Folgen, jeweils eine halbe Stunde. Da ist wirklich alles on point. Die Darsteller sind super, das Team, das sich da bildet, um einen Nick Frost, der da Gus Roberts heißt, das ist alles sehr so liebevoll inszeniert und man schließt die Charaktere alle so schnell ins Herz und man möchte dann unbedingt, dass es ihnen alle gut geht und dass ja alles passt. Aber da gibt's in der kleinen Stadt, in der das Ganze spielt, ereignen sie
ganz seltsame Ereignisse. Und der Nick Frost ist quasi ein Angestellter von einer Telefonfirma und wird da in ganz dubiose, mysteriöse Fälle verwickelt. Auwitzwick. Ja, wirklich, das ist lustig, das ist spannend, es sind ein paar blutige Sachen dabei, ein paar saubere Köpfe, die wo wegplatzen. Malcolm McDowell spielt sich einen Wolf, was ich mit dem gelacht habe in der Serie. Stichwort Krankenfahrstuhl über Treppen aufgefahren. Ich war gestorben. Also wirklich Weltklasse, schaut sich das an, unterstützt es. Ich brauche da eine zweite Staffel. Wer dem Ganzen nur ein wenig skeptisch gegenübersteht, weil er sagt, ja, vielleicht endet das mit einem Cliffhanger. Wenn es keine zweite Staffel geben würde, wäre das Ende auch okay, sage ich jetzt. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist jetzt endet jetzt mit einem brutalen Cliffhanger, sondern es war okay, so wie es Score ist. Aber es war so viel Potenzial da, das Ganze weiter auszubauen. Also von mir eine klare Empfehlung für Truth Seekers. Ja, dann hätte ich noch was, und zwar der Netflix-Film His House von 2020. Der Film ist jetzt eben auch im ganzen Oktober und Horror-Oktober Gedöns Ende Oktober bei Netflix rausgekommen und ist brutal cooler Horror-Thriller mit sozialkritischer Aussage. Das Ganze ist im Endeffekt ein Flüchtlingsdrama, bei dem zwei Südsudanesen, sagt man das so? Ja. Sudanesen, ja, sagen wir es so, die versuchen, also ein Flüchtlingsehepaar, das sucht Asyl in England und wird da in einem Haus einquartiert, das wo stark bewohnt ist, also dass man das einmal gelinde ausdrückt, also die Bude ist maustot fertig, aber da wo die zwei herkommen, ist alles noch viel schlimmer und sie machen einfach das Beste draus. Aber in dieser Wohnung oder in dem Haus, da treibt sie eine gruselige Entität rum, die zwei, die wo vom Krieg und vom Elend gezeichnet sind, setzt die zwei noch mal so richtig zu. Und am Schluss weiß man nicht mehr, wem kann man jetzt noch trauen. Sie trauen sich dann auch gegenseitig nicht mehr. Und dann schreitet natürlich dann auch mal die Flüchtlingshelfer mit ein und lauter so Sachen. Also es ist nicht nur interessant, weil es ein richtig gruseliger, schockierender Film ist, sondern weil er zwischenmenschlich ziemlich berührend ist. Also ein paar Mal habe ich schon ein bisschen ein Pipi in die Augen gehabt, weil es oft ziemlich dramatisch ist, wenn du in Rückblenden erfährst, was die zwei Flüchtlinge machen haben müssen, dass bis auf England kämen. Und ich fand den Film wahnsinnig gut. Also seit Tyler Rake Extraction mein liebster Netflix-Film, den ich jetzt in der letzten Zeit gesehen habe. Die Musik ist noch komponiert vom Roque Banoche. Der hat den Soundtrack gemacht von Evil Dead, von dem 2013er. Ich sag nicht Remake, weil es keins ist. Und passt saugeil in den Film rein. Die Schauspieler sind super. Da spielt noch ein Herr Matt Smith mit. Ich glaube, dass den einige kennen. Das meine ich war. Ich bin jetzt kein so ein Nerd, aber das meine ich war der Doctor Who schon einmal. Und ja, also ich kann euch das Teil nur empfehlen. Schaut euch den an. Der ist eine richtig coole Mischung aus Flüchtlings- und Sozialdrama und ziemlich knackigen Geister-Gruselfilm. Erinnert mich ein bisschen an Under the Shadows, wenn's denn noch weißt. Oh ja, das stimmt. Nur, dass bei denen ja, es geht ein wenig in die Richtung. Nur, dass bei denen daheim halt die Kacke am Dampfen ist. Ja, und genau. Da haben sie quasi in einem Umfeld, das einer komplett fremd ist. Die Leute sind eher alle fremd rundum. Sie versuchen auch oft Anschluss zu finden, ein wenig an die Gesellschaft, wo es ihnen dann auch nicht gelingt oder wo sie recht, ja, auf Ablehnung stoßen und so. Und ja, man tut da ähnlich mitfiebern wie bei Under the Shadow. Ja, gebe ich dir auf alle Fälle recht. Ja gut, weil der hat mir sehr gut gefallen. Dann werde ich mal His House doch einmal einbauen. Unbedingt. Wie schaut's bei dir aus? Was gibt's bei dir? Ja, bei mir gibt's auch ein bisschen was. Das erste ist einmal, wir sorgen mal anscheinend für Orgasmen mit unseren geilen Stimmen. Und mit unseren geilen Stimmen meine ich natürlich nur meine. Grüße gehen raus an Francis. Du weißt, wenn ich meine, Naughty Cockroach, Instagram, sie hat's mir gesagt, dass ich so eine tolle Stimme habe. Ich behaupte jetzt einfach mal. Okay. Oh Gott. Dann habe ich noch ein geiles Wolleck, und zwar, das hat sich aus einem, ich schau mal was zum Einschlafen an, hat sich das zum Wolleck, ist das geil entwickelt, und zwar brauche ich ja immer irgendeine Serie, die man anschaut zum Einschlafen, und dann haben wir gedacht, jetzt schaust du mal das Teen Titans Go an. Ja, leck, das ist so bescheuert dämlich, ja, mittlerweile schaue ich es mir bewusst an, weil ich nämlich jetzt mal lachen muss wie ein Vollidiot, dass man fast in die Hosen scheiß, was ab und zu schon passiert ist, und da geht wieder Danke an meine Freundin außer, die immer mit Schlauch und Windel neben mir steht und sauber macht, aber ich kann euch das Ding,
Ja, das müsst ihr echt vorstellen, das ist richtig geil. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich wirklich so zurückgeblieben bin, aber ich musste einfach so viel lachen, weil das so brunzblöd ist, dass es nicht aushält. Und natürlich habe ich dann einen Counterpart zu die Warlegs, die richtig geil waren, und zwar Warleg ist das ein Scheißdreck. Das erste Warleg ist das ein Scheißdreck, und letzte Woche war es sogar noch ein Midway angeschaut. Ja, Himmel, Arsch und Zwirn, ist das ein Bullshit. Erstens mal schon diese ganze Patriotengewichse, geht man sowieso auf den Sack, jeder hat eine USA-Unterhosen an. Und dann ist der hat so schlechte Effekte, der ist so offensichtlich vorm Greenscreen-Draht, dass es nur offensichtlicher war, wenn da eine Leuchtreklame war, auf der steht, ich bin vorm Greenscreen-Draht geworden. Ja, unglaublich. Und dies 2020... Ich flippe komplett aus. Also, ich weiß nicht, ob den irgendjemand gesehen hat, aber ich hätte mir am lieben Augen mit dem Mixer ausgerührt aus dem Kopf, weil das nicht zum Anschauen ist. Mit dem Thermomix vor der Stefanie, außer mit den Augen. Ja, da holt man das nächste mit Ruhe rein. Hau mir ab, Emmerich, und mach mir was Gescheites und nicht immer so ein Bullshit. Ja, und ja, dann gibt es Warte mal, tut mir leid, aber wann hat denn der Roland Emmerich seinen letzten wirklich guten Film abgeliefert? Das ist ja, ich glaube, da ist ja seit Ende der 90er nichts mehr Gescheites gekommen, oder? Das ist ja, wenn ich schaue, Independence Day 96, Godzilla, den sehen wir nicht best, da ist doch nur Grütze gekommen, oder? Ach, ich kann mich mit 2012 kann ich mich aufreden, aber halt, also jetzt natürlich nicht storymäßig, aber ich schaue so der exorbitanten Zerstörung schaue ich gern zu. Ja, wie gesagt, ich verstehe. Das ist kein guter Film, das möchte ich damit nicht behaupten, aber den kann ich mir zumindest anschauen, ohne dass ich nebenbei Pulsadern mir öffnen muss. Ja, ich verstehe das. Also ich schaue mir auch gerne mal so richtige Zerstörungsorgien an, aber richtig gut, dass ich dann sage, ja wow, jetzt habe ich den super Film gesehen, das kommt jetzt da bei mir nicht auf. Aber für mich hat der Emmerich immer ein Stein im Brett für sein 1992er Universal Soldier mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren, den werde ich ihm ewig zugute halten. Ja, wenigstens hat er dann vor 25 Jahren noch einigermaßen Filme machen können. Ja, auf jeden Fall. Zeiten sind vorbei. Ja, und ich habe noch ein Warleg, wo ich komplett ausflippe. Und wir haben ja ein Problem in der Pflegebranche, dass wir keine Leute mehr dazukommen. Und dann hat sich unsere Bundesregierung gedacht, wir müssen doch irgendwas tun, dass wir ein bisschen Leute da anwärmen und vor allem junge Leute anwärmen. Und was machen wir da Cooles? Da hauen wir eine Serie aus, die heißt Ehrenpflegers. Und ich habe mir jetzt noch schnell, bevor wir die Folge aufgenommen haben, 3 Episoden angeschaut und ich habe so viel Schlaganfälle gehabt, so viel kriegst du in den Altenheim gar nicht rein an Schlaganfälle. Das ist ja unglaublich, ist das eine Scheiße vor dem Herrn. Da kommt der dicke Boris, kommt rein und dann hat er erstmal Angst, dass er das Handy weggenommen wird und dann sagt die Lehrerin, ach Quatsch, Alter, nimm das Handy mit rein und dann sagt er, ja, haben Sie hier iPhone 11 oder wie? Ja, klar habe ich das 11er. Und dann ist er schon voll dabei, weil er sagt, ich hatte noch nie eine Lehrerin, die ein 11er iPhone hatte, die hatten immer nur 4er. Boah. Dann kommt die nächste Tante eine mit der Brille auf, dann hast du das da drüben, das ist Harry Potter, weil sie immer so viel liest. Warum ist denn der Harry Potter, wenn's liest? Der Harry Potter hat nicht viel gelesen, Hermine hat viel gelesen, aber nicht der Harry Potter. Sie hat eine Brille auf, dann sage ich, der weiß, eine Brille auf hat wie der Harry Potter, aber nicht, weil es viel liest, was ist für Bullshit. Wow. Und dann hucken sie beieinander an den ersten Praxistag. Der runde Boris wieder, ja, hatte meinen ersten Praxistag und dann erzählt ihm da der alte Hami, mit dem er zusammenarbeitet, wie er einen Krieg überlebt hat mit Steckrüben. Er hat Steckrüben gegessen. Und ich habe ihm dann von Game of Thrones erzählt und dann sagt der andere Brunzen, gestern ist bei mir einer gestorben. Hat ja auch was von Game of Thrones. Haha, lustig, so eine Scheiße vor dem Herrn, ich flippe aus. Und der allerbeste Witz kommt dann erst am Schluss, als sie in der Schule Referat halten müssen. Und da kommt wieder der Boris McGrundmops daher und er hat nämlich ein Referatstrauma. Denn, und jetzt halt's euch fest und bitte fahrt's rechts rum, wenn's unterm Auto fahren seid, weil dieser Witz, der kommt's ins Schleudern. Er hat ein Referat über einen Otto-Motor halten müssen und was hat er gemacht? Er hat über einen Otto-Katalog gehalten. Ich flippe aus! Oh, lecker. Ich sag's dir, ich hab 3 Folgen angeschaut, ich hab mich fremdgeschämt, ich hab mich schon lange nicht mehr so viel fremdgeschämt wie bei so einer Scheiße. Was meint denn unsere Regierung, dass da dann wirklich Leute kommen und sagen, ja, jetzt muss ich unbedingt Pfleger werden? Na, halt einmal, Moment, wir haben jetzt gerade einen Haufen Kasala gehabt wegen der Corona-Scheiße, was wir gekriegt, einen Scheißträger, einen Applaus haben wir gekriegt, ja super. Vielleicht sollte man anhand von der Bezahlung ansetzen und nicht an so einer Scheiße, aber halt einmal, sie sagen ja bei Ehrenpflegers, man kriegt 1.000 € in der Ausbildung und dann sagt der Boris Möpel wieder, was, 1.000 €? Das ist ja fast so, als würde ich 200 E-Zigaretten verticken, weil er nämlich der E-Zigarettenticker und Rapper ist, aber tief im Herzen ist er weich wie ein Marzipanstück. Boah. Unglaublich, also wirklich so eine Scheiße habe ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie gesehen und ich habe schon wirklich viel Scheiße gesehen. Ich wohne am Land raus, bei uns wird Odel gefahren ohne Ende, also wir sehen nur Scheiße.
Na, bitte haut's ab, hört's auf. Kim macht doch das Einfachste auf der Welt und sagt, Leidels, geht's her, schaut's her, Pflegeding ist ultimativ hart, das weiß ich. Meine Schwester war Pfleger, meine Mama war Pfleger, ich weiß, wie unglaublich hart das der Job ist. Zahlt die Leute verfickt nochmal gescheit, gebt's ihnen mal ordentliche Arbeitszeiten. Das ist ja das Hinterletzte, wie die alle arbeiten sollen. Teil der Schicht, du fängst in der Früh um 6 Uhr an, gehst um 10 Uhr heim, schlafst bis um 3, dann gehst du wieder arbeiten bis um 8 Uhr, dann kannst du bis um 12 Uhr schlafen, weil du nämlich dann um 1 wieder in die Nachtschicht rein musst. Der Satz ist alle bescheuert. Und meinst, dass die Leute dann Ehrenpfleger so schauen und denken so, hey, geil, sind wir zumindest Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Ja, wenn wir schon keine gescheite Kohle kriegen, dann haben wir zumindest das gekriegt. Boah, ja. Boah, ich bin so wütig. Ja, das waren... jetzt kriege ich... Warte mal schnell. Muss kurz ein bisschen durchschnaufen. Ja, geht's schon ein bisschen, aber jetzt muss ich meinen Herzschlag erst wieder ein wenig beruhigen. Brauchst du auch so einen Pfleger, oder? Ja, jetzt bin ich schon Ehrenpfleger. Ich möchte jetzt gerne, dass der Boris da ist. Die darfst du in den Sack hauen, oder? Dann kann man das gleich besser. Ich darf immer so in den Sack hauen. Nein, weil der ist 2 Meter groß, der haut mich wahrscheinlich über die. Ah, okay. Da kenne ich mich jetzt nicht aus. Das ist nichts gegen die, Boris, du bist cool. Ja, also, wenn's wirklich mal was richtig Schlimmes sehen wollt, dann schaut euch mal, ich glaube 5 Folgen sind auf YouTube mit 5 bis 8 Minuten. Ich habe 3 Folgen geschafft, jeder, der mehr schafft, ist mehr Mann, als ich es je sein könnte. Und ich gratuliere ihm, aber ich werde das nicht schaffen, dass ich da noch mehr reinschaue. Das geht nicht. Nein, bitte hört's auf, nehmt es weg. Alter, ich muss duschen, ich fühle mich dreckig. Das hört sich ganz schrecklich an. Ja, das war's auch. Ach, sie spielen übrigens auch Tombola und dann sagt er, die spielen Trombola und dann heißt er, nee, du meinst Tombola. Thrombose ist das mit dem Blut und dann schauen sie die in Leid und dann sagen sie, wobei Trombola hier auch passen könnte. Oh, meine Fresse. Was ist denn das? Alte Leitbashing ist das. Ja. Das macht irgendein Satiriker oder Comedian, dann wird er wahrscheinlich wieder am Pranger gestellt die ganze Zeit. Alter Schwede. Ja, jetzt hör mal auf, weil ich rede so in Rausch, dass ich ins Mikrofon einbeiß. Vor lauter Wut. Nicht das Wort Eier. Ja, eben, und ich brich morgen von meinen schiefen Zehnt aus, das mag ich auch nicht. Ja, Mike, mach du die Verabschiedung, ich kann gerade nicht mehr. Alles klar. Leute, dann sage ich wieder, merci fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, teilt uns, schreit es in die Welt aus, dass wir super sind und gebt uns positive iTunes-Rezessionen und bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch. Servus, eure Ehrenpodcastler. Yeah. Servus. Ciao.